So. Ich habe eine Idee, wie es funktionieren könnte, aber naja, ob das auch wirklich so tut, ist eine andere Frage. Kennt man ja. So. Das dürfte wohl endgültig der letzte Part von The Last of Us sein. Die letzte Geschichte findet wohl hiermit sein Ende. Oder zumindest mal vorübergehend war. Ich weiß auch nicht. Vielleicht gibt's irgendwann mal noch die zweite Runde oder... Ist das Problem die Kiste? Ah, springen war's. Bingo, so klappt's. Muss es doch einfach nur ein bisschen warten, dann klappt's schon. Und wir haben einen hübscher Kamm. Mitnehmen. Gut, und wieder springen! Und somit verlassen wir auch wieder dieses Gebiet, Freunde. Ja, was ich vorhin noch sagen wollte, vielleicht gibt's mal noch eine zweite Runde davon, sprich ein weiteres Let's Play von The Last Story, eigentlich die zweite Runde. Beziehungsweise halt der zweite Durchgang, oder, ich weiß nicht, was könnte man da sonst noch alles machen? Wie, jetzt kann ich zurück? Willst du mich verarschen? Ja klar, ey, Mann, ich muss zurück, mit der, ja. Lassen wir das. Was sonst noch von The Last Story geben könnte, sind Online-Parts. Man kann das Spiel ja auch online spielen. Wäre mittlerweile schon mal ein 4. oder 5. Spiel, das ich online nachzocken könnte. Oh Mann. So, jetzt einfach nicht vergessen, ich darf nicht speichern. Weil es könnte sein, dass noch nicht alle 3 Personen begegnet bin. Und dann hätte ich ein kleines Problem. Ja, zurück. Mach's gut, du auch. Frag mich gerade, wo der letzte Zwischenspeicherstand war. Aber egal. Ich hoffe, es geht alles gut aus. Ja, Ladevorgang. Wie lange willst du noch laden? Hallo. Schon mal einer angeschlafen, lauter Laden. Gut, 3 Gurak-Personen waren, sind wir die Gegenstände zurückgeben müssen. Bei hieß es doch, die sei irgendwo am Brunnenplatz. Dort wäre das Mädchen, das die Puppe wolle. Aber ist das Mädchen noch wieder wirklich hier? Das ist die Frage aller Fragen. Vor allem, wo ist sie? Ist das hier? Nee, ist ein Menschen. Ein Menschenkind! Einfach mal durchmarschieren. Habt ihr irgendwo ein Mädchen gesehen? Ein kleines, hübsches Mädchen? Habt ihr sie gesehen? Oder auch nicht? Nee, offenbar nicht. Was ist das für eine Frau? Das war die mit dem Sternturm. Nachtwanderung beim Sternturm. Ja, ungefähr so. Einer war hier, das weiß ich noch ganz genau. Beim Markt. Wo ist denn der? Die war's nicht. Der da war's. Und der da war's. Gurak Foliant. Moment mal, kriegen wir etwa 3 Stück davon dann? Weil ich dachte, wir würden von allen 3 Personen eins kriegen, aber offenbar. Okidoki, klingt doch immer noch besser. Moment, nicht Status. Karte. Oh mein Gott, wo waren jetzt die andere? Ich will nicht zu viel Zeit mehr vertrödeln, sonst muss ich halt irgendwie kurz eine Lösung nachsehen. Das war die mit der Puppe, oder? Oh, das ist mein Pippi. Dafür gebe ich dir das hier. So, jetzt war es eine Frau mit dem Kamm. Und ich weiß nicht mehr, wo die alte Schachtel war. Ich hoffe, ich gehe in die richtige Richtung, weil so groß ist Rätsel ist ja auch wieder nicht. Was geht so ab, Alter? Ja, nicht viel.
Nicht viele Frösche vor allem. Ja. Froschis. Froschis. Wo sind die Froschis? Ich laufe gerade wieder zurück, oder? Ja, ich laufe doch direkt wieder zurück am Brunnenplatz, als ich gerade erst wieder aufladen musste. Da klingt gerade etwas seltsam, aber egal. Und wieder zurück am Markt. Den Kamm nimmt er vermutlich nicht auch noch. Schade, schade. Jupp. Und schupp. Ah, Hühner. Und sonst auch nicht gerade viel los, war. Jetzt suchen wir die Gurak-Braut. Das darf eigentlich nicht wahr sein, hey. Ich bin der schlechteste Entertainer aller Zeiten. Und das will was heißen bei so vielen, die gerade auf YouTube unterwegs sind. Ja, es gibt schon ein paar, aber ja. Wieso beschwer ausgerechnet ich mich, nicht wahr? So kann man also irgendwo muss sich die sein. Die Braut. Gurak-Foliant! Wir haben alle drei. Bin ich jetzt vorhin echt an der vorbeigelaufen? Ich bin ja hier im Schlossplatz zurück. Ja, ist egal. Gut, Freunde. Es ist so gut wie vorbei, das Spiel. Wir werden noch kurz unsere Gurak-Waffe upgraden, nur um zu sehen, was noch daraus entstehen könnte. Und dann gehen wir zu Lovell und dann soll irgendwas passieren und das Spiel sei dann vorbei. Weil Sidequest-mäßig haben wir soweit alles gemacht, was wir ja machen konnten, was ich nicht verpasst habe oder so. Ja, nervt mich zwar immer noch, aber was willst du machen, wa? Reise eines Drachens habe ich immer noch. Stimmt, ja, nachher habe ich bereits den plus 5 vor. Gnomengold plötzlich wieder. Ja, stimmt, habe ich auch ganz vergessen. Ja, was ich nicht alles vergesse. Ich glaube, ich würde sogar noch den Kopf vergessen, wenn er nicht angewachsen wäre. Gott sei Dank ist er angewachsen. Dankeschön, du Kopf. Dann nehme ich mal noch die leichte Rüstung von Kalista. Ching. Ja, ist nicht alles auf Level 9, aber was soll's, wa? Drachenrüstung könnte ich ihm so nach anziehen, aber ja. Sieht schon ein bisschen selten hässlich aus. Das Gurak-Schwert mit dem Gurak-Foliant. Zum Magmarik. Meisterhaftes Beispiel der Schmiedetechnik der Gurak. Schade gegen Gurak mal 2. Wie jetzt, das ist alles? Boah, macht fast so viel Schaden wie der Fremdling. Ist ja übel. Ist ja echt übel. Ja. Also laufen wir nochmal durch Lazulis, der schönen Stadt. Ja, der schönen, sehr schönen Stadt. Habe ich irgendwo oben noch einen Speicherpunkt? Weil ich würde gerne... Ja, was würde ich denn gerne? Zum einen mal hier speichern. Ching. Zum anderen aber auch hier speichern. Nur vorausgesetzt, ich könnte doch noch etwas drehen und so, es würde doch noch klappen. Und mein erster Speicherstand wird gleich überschrieben, weil, ja, halt das Spiel da vorbei ist, wa? Okay, Freunde, seid ihr bereit? Beenden wir die letzte Geschichte. Jo, ich komme mit, wohin auch immer. So, ich nehme mich mal zurück, weil gekämpft wird jetzt nicht mehr. Glaube ich, hoffe ich zumindest. This place is looking spick and span. Yeah. It's great how things are coming along. Say, Zale, what are you gonna do from now on? The good times are just getting started. You're gonna be living with Callista, right? That's bound to lift a guy's spirits, if you know what I mean. Ich weiß es. How about you, Lol? What are you going to do? And the others? Oh, I'm sure we'll find something. We're all grown-ups, you know, even without Dagron. Look,
We just left everything to Dagran without giving a hoot about what was on his mind. I wonder how well we really knew him if that was bubbling beneath the surface. But it's his fault too. He's the one who kept it all inside. Don't forget that, Zale. Do you think Dagran really thought of us as just pawns for his revenge? I can't tell you that. Dagran's gone now. There are all kinds of things we'll never be able to ask him. You get that, right? Yeah, I do. The one thing we can say for certain is that the world's at peace now. Look down there. See those kids? Just enjoying themselves. Zale? Right. Sorry. That's the future you've been fighting for. What Dagran did was unforgivable. No one's doubting that. But we can't keep dwelling on it for the rest of our lives. What's done is done. So, we should take things as they are and look to the future ahead of us. In other words, we should cherish every moment and live exactly as we see fit. Well, that's what Mirania said, anyway. Lol. But hey, I agree with every word. It convinced Seren and Yurik as well. And you know, we wouldn't be standing here laughing today if it weren't for Dagran. You can't deny that. And it's a nice way of looking at it, right? Right. Shall we get going then? Oh, but Callista's... Callista! I'll go on ahead, you ladies' man, you. We'll be right there! Ach, Lobel, hey, der ist schon Witzbold. Aber das war nicht alles, oder? Jetzt das Spiel vorbei, das würde ein bisschen schnell gehen. So, you finished Dagran's grave? Well, it ain't no mausoleum. Dagran did so much for us. He spent his whole life bending over backwards to keep us going. If only we could have realized how he really felt. Yeah. Sorry, mate. Dagran, we could never have survived this long if not for you. Und so entstand ein neues Team von 6 Helden. Die Power Rangers. Ja, aber hat irgendwie was, oder? Die Mystic Force. Aber genug dazu. Zurück zum Spiel. Wenn der Ladebildschirm es erlaubt. It seems the people believe that a knighting is in order. Do not think to run away from it this time. You think I would?
What are you waiting for? Kneel before Lady Callista. Right. That's mine and Dagran's sword. Your dearest treasure shall now be the proof of your knighthood. Callista. In the name of the Argonan founder, I dub thee Sir Zale. Be kind and be brave, and safeguard all who dwell in this land. I hereby swear to uphold the ideals of a knight, and to live only for others from this day forth. Applaus! Applaus! Applaus für Zale! Wir haben's geschafft. Wir wurden zum Ritter geschlagen. Ja, Mann, ist das geil! Zu Befehl! Rühren, die Herren. Und das sind unsere Freunde. Ach, könnte das Leben noch schöner sein, ey. Oh yeah. Ist doch eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um das Spiel zu beenden, wa? Und? Ist es vorbei? Kommen die Credits? Nö. Der Ladebildschirm. Ja. Ist ja auch ein willkommen gesehener Gast. Und immer wiederkehrender Gast. And then, the meteor shower season came around once more. Die kommen aber oft, ey. Kapitel 44, Sternenturm Nacht. Es gibt echt noch ein neues Kapitel. Hätte ich nicht gedacht. Wow. This year's meteor shower is beautiful. Wie jetzt? Ich kann noch steuern oder was? Tatsächlich kann ich noch steuern. Was bringt das jetzt? Speichern kann ich eh nicht mehr. Hier abhauen kann ich auch nicht mehr. Ach, egal. Hat sie super gebracht, ey. Oh, was denn jetzt schon wieder, ey? Callista? Ja. Callista. Sorry I'm late. Ein Bild für die Götter. Könnte es noch romantischer sein? Ich glaube nicht. Ja, Mann, Spiel, verarsch mich doch nicht, ey. Das war gerade so schön und jetzt muss ich wieder steuern und, ja. Jetzt noch Kisten? Ja, blöde Frage, was will ich jetzt mit Kisten? Fast Celia gerade dorthin, wo wie das aus. Ja. Celia ist ja ganz schön nervös, so wie der zittert.
Wie wär's mit einem... Sail, komm schon! Nein, mit dem Kurs wird's nichts mehr. Das Spiel ist zu Ende. The Last Story. Und es endet, wie es begonnen hat. Einfach nur krass. Die Stuff Credits. Ja Leute, es ist soweit. Die Credits flimmern über den Bildschirm und das bedeutet für mich, es ist Zeit für mein endgültiges Fazit. So. Zurücklehnen, genießen und meine Stimme hören. Vor allem natürlich den Hintergrundsound, wa? Weil meine Stimme ist eher unwichtig und deshalb wird es kurz halten. The Last Story. Ein Spiel, von dem man eigentlich gesagt hat, das wäre relativ kurz. Jetzt mit mittlerweile 80 Parts oder so. Doch eine normale Länge. Würde ich mal behaupten, vor allem weil es irgendwie überlange Parts waren, von der, überlänge Parts. Ja, doch stimmt. Also sicher nicht gerade ein kurzes Spiel. Die Story ist sehr episch, vor allem von Mitte weg bis Ende hin. Ja, ich muss es so betiteln, weil Anfang an, naja, ja, man konnte dem Ganzen nicht richtig folgen, oder? War ein bisschen verwirrend und so, und bis man mal begriffen hat, worum es überhaupt geht, was sie überhaupt machen und so. Aber sonst muss ich sagen, 1A. Wirklich 1A. Das Kampfsystem ebenso, kann sich sehen lassen. Und auch weil man die Waffen und so nach der Rüstung alles selber upgraden konnte, alles selber wählen konnte und so weiter und so fort. Einfach nur genial. Und gut gemacht natürlich. Und nach Techniken, die Sail selber drauf hatte, waren sehr abwechslungsreich, muss ich sagen, auch wenn es halt zum Schluss vermehrt aufs Content hingelaufen ist. Also es natürlich beim Endkampf gegen Sir Farius natürlich, da konnte man nicht viel kontern. Aber trotzdem hat das Spiel gezeigt, das Wichtigste ist Teamwork. Alle im Team müssen mitarbeiten, egal ob es jetzt die Magier sind, ob sie Frontkämpfer sind, wie Dagon und Cyrene und Sail. Oder auch ein Allrounder wie Lovell, der Ice Allrounder. Einfach alle müssen mit anpacken und ja, vor allem halt im Laufe des Spiels habe ich mich auch ein bisschen geschickt angestellt mit der Steuerung, mit dem Kampfmodus und so weiter. Kommandomodus war natürlich nicht Kampfmodus, der Kommandomodus war's. Und ja, 1A. Einfach nur 1A. Grafikleistung, ja, ich meine, ist eine Wii-Leistung, also da kann sich auch nicht viel sagen, oder? Dafür war es jetzt wirklich gut, finde ich. Man munkelt ja, Xenoblade Chronicles soll noch besser sein. Ob das wirklich so sein wird, das seht ihr ab dem 4. Juli, oder mittlerweile glaube ich eher 6. Juli 2012, wie auch immer. Das Spiel werde ich auch noch Let's Playen. Ich kann nur eins sagen, wenn Xenoblade Chronicles halb so gut wird wie The Last Story, und ich betone es noch einmal, dann wird auch Xenoblade Chronicles mir gefallen. Denn The Last Story ist wirklich ein Spiel, von dem ich jetzt behaupten kann, eigentlich kann ich schon lange behaupten, aber jetzt kommen ja die Credits, da kann ich es auch sagen, es wurde zu eins meiner Lieblingsspiele. Und vor allem zu eins meiner Action-Adventure sage ich schon, zu eins meiner Lieblingsrollenspiele. Oh ja, oh ja. Die Musik ist auch an vielen Stellen sehr gut gelungen. Kann diesbezüglich auch nicht viel sagen, was die Gegner betrifft, von der Schwierigkeit her und so. Also besonders schwierig waren es jetzt nicht, vor allem die gegen Ende hin, am Anfang schon, weil man nicht richtig wusste, was muss man jetzt machen, was für Techniken hat man drauf und so weiter und so fort. Kennt man ja alles, aber ja. Ist jetzt am Ende hin noch alles gut ausgegangen, außer das mit Dagran, aber was soll's. So ist leider das Leben, es läuft nicht immer so, wie man es gerne hätte. Und trotzdem ist es ja gut ausgegangen. Sowohl die Menschen als auch die Gura können in Zukunft friedlich miteinander zusammenleben. Die Reptiden vermutlich eher weniger, aber die haben jetzt hoffentlich endlich ausgelöscht. Sail hat seinen Ritterschlag bekommen und so endet die Story doch echt hammermäßig geil. Da kam auch so ein Sidequest, die waren teilweise ein bisschen unverständlich und auch, ja, habe ich jetzt mal durch die Luft geworfen. Damit will ich sagen, dass es halt nicht immer gerade ersichtlich war, wo muss ich jetzt hin und so und ist es jetzt so wichtig und so weiter und so fort. Hat man ja vor allem am Schluss gesehen mit dem Schwimmen, weil ich das am Schluss nicht mehr machen konnte. Es war, ja, so etwas hasse ich einfach nur. Ah, die beiden Turteltäubchen. Ja. Ja, wie gesagt, das ist eine Sidequest, die man nur zeitlich bedingt machen kann, ohne dass es vorher angekündigt wird. Sowas hasse ich. Und es war wirklich nicht abzusehen, dass da die Gura-Flotte kommt, dass
ganz Lazarus zerstört wird und jetzt vor allem Schluss, wo Lazarus wieder aufgebaut wird, kann man trotzdem die Sidequests wie Zerschwimmen nicht mehr machen. Und sowas finde ich einfach nur bescheuert. Und ist auch enttäuschend, aber naja. Im Großen und Ganzen, wie bereits gesagt, ein super Spiel. Kann nicht viel dran herummeckern. Shall we go? Callista. Sure. Jetzt habe ich echt schon so lange gequatscht da. Also Freunde, schreibt doch bitte in die Kommentare, was ihr zu dem Spiel haltet, wie ihr The Last Story fandet, wie ihr fandet, wie ich es gespielt habe. Und so weiter und so fort. Ob ihr es auch spielen werdet, falls ihr es noch nicht gespielt habt. Und auch, ob ihr euch auf Xenoblade Chronicles freut. Und damit war es auch mit The Last Story. Klicken wir mal weiter, vielleicht kommt ja gleich noch das mit der zweiten Runde. Das Ende 2011 bis 2012 von Nintendo und Mistwalker. Speicherdaten für den zweiten Spieldurchgang werden erstellt. Es wird empfohlen, einen neuen Speicherstand anzulegen. Wir haben bereits zwei, daher ist das kein Problem. Wobei das neue... Pustekuchen. Und... der zweite Durchgang, oder? Der noch heavier und alles sein soll. Das Hintergrundbild bleibt gleich mit dem Genuel Ashtar. Na, wie sieht's aus? Irgendwie ein besonderes Logo oder so? Ja doch, irgendwie einen weißen Tiger da. Genau, ihr seht schon, da steht jetzt im Auftrag von Graf Agnan, dem Herrscher über Lazarus, dringt die Gruppe in die Reptilienhöhle ein und so weiter und so fort. Das heißt, mit dem Spiel beginnen wir jetzt von Neuem. Oder würden wir beginnen. Aber wir sind trotzdem auf Level 69 und auch alle anderen Gegner und Endbosse sind um einiges stärker. Und das Aufleveln geht ja jetzt auch irgendwie bis plus 99, habe ich schon mal erwähnt. Und ja, aber das werden wir nicht mehr sehen. Vielleicht ein anderes Mal noch in irgendwie The Last Story. Was weiß ich, The Last Story Plus Plus oder so, keine Ahnung. Ja, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Und das nächste, was weitergezeigt wird, ist Pandoras Tower und dann schon bald Xenoblade Chronicles. Also, vielen, vielen Dank fürs Zusehen dieses Let's Plays. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns bei einem anderen Let's Play wieder. Bis dann, macht's gut und ciao zusammen. Juhu!